Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute. Und das am 12. Spieltag der 2. Liga. Und der FC trifft auf die Truppe der Spielvereinigung Greuther Fürth. Und unser Weg, der führt uns heute, das habt ihr direkt gesehen, auf die Kölner Ringe. Wir stehen hier am Übergang vom Hohenzollernring zum Kaiser-Wilhelm-Ring. Und früher als Jugendlicher bin ich hier wirklich 3-4 Mal die Woche gewesen, in Diskotheken, Marokko, die Backwaren-Disco gegenüber. Und hier tobt wirklich das Leben. Aber die Frage ist, was hat das denn mit dem FC zu tun? Ja, der FC lebt auch. Viel wichtiger ist aber, und das steht bei uns auf dem Shirt logischerweise, Saison lebt. Abwehr steht. So ist es. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen die Fürther. Prösterchen, Leute. Ja, was meinst du denn? Steht die Abwehr jetzt wirklich oder war das nur ein Strohfeuer? Nein, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir... Es hat lange gedauert, aber wir haben es geschafft. Die Abwehr steht. Und man kann das ja an unseren Shirts auch ablesen aus den letzten Spielen. Das fing an mit Chancenhagel, Torflut, ging dann über hinten eng, vorne Peng. Und am Anfang hat es nicht geklappt, aber jetzt zum Schluss haben wir endlich 2-0 gespielt. Und zwar im Pokal gegen die Kieler und auch jetzt bei der Hertha. Wir haben nicht allzu viel zugelassen, auch mit der Umstellung auf Dreierkette oder Fünferkette. Ich sage eigentlich immer lieber Fünferkette. Und ja, also Abwehr hat super gestanden. Ja, zwischendrin hatten wir aber also davor noch ein bisschen Sadomaso, ne? Auf den Shirts stehen, das darf man nicht ganz vergessen. Und die letzten beiden PKs waren ja auch von unserer Seite eher kritisch. Also wir haben ja, was wir sonst nie machen, tatsächlich in den Raum geworfen, dass da mal auch Köpfe rollen könnten oder Leute durchaus den Hut nehmen sollten. Ne? Genau. Und zwar meinten wir damals, dass sowohl Struber als auch Keller geht. Gilt das denn jetzt immer noch für dich? Was meinst du? Ja, also was die sportliche Leitung anbelangt, das kann sich ja nicht durch 2 Spiele geändert haben. Ich glaube, dass da so fundamentale Fehler gemacht wurden und auch weiterhin gemacht werden. Wer sich ein bisschen freigeschwommen hat, das könnte tatsächlich der Trainer sein, weil er sich aber auch emanzipiert hat. Also ich habe den Eindruck, dass er endlich mal eigene Entscheidungen auch getroffen hat, ohne sich beeinflussen zu lassen. Man kann über die Torwartfrage denken, was man will, aber ich glaube, dass der Struber die selbst getroffen hat. Und das hat uns gut getan. Ja. Die Torwartfrage ist meiner Ansicht nach ein selbstgemachtes Problem, das aber nicht Herr Struber veranlasst hat, sondern das ist tatsächlich Christian Keller. Und ich kann es absolut nicht nachvollziehen, wie man einen Spieler, der so hoch veranlagt ist und auch groß eingeschätzt wird, nicht nur in Köln, aus Fürth zurückholt, ohne ihm einen langfristigen Vertrag vorzugeben. Das hat dieses Thema überhaupt erst groß gemacht. Und wenn man ehrlich ist und mal guckt in die öffentlich verfügbaren Zahlen, was unsere Verträge anbelangt bei den Jugendspielern, dann haben wir das gleiche Problem bei nahezu allen Jugendspielern, die im Moment auf sich aufmerksam machen. Und das ist ehrlicherweise Sätzen 6. Ja, vor allen Dingen, also Tim Lemperle fällt mir natürlich ganz spontan ein. Der trifft ja mittlerweile fast in jedem Spiel. Leider Gottes läuft sein Vertrag im Sommer aus. Ja. Ne? Und wir haben ihn nach Fürth nach Fürth übrigens, ne? Ja. Glaube ich auch. Und er kommt zurück und hat nur noch eine Vertragslaufzeit von 1 Jahr. Und man hat natürlich gehofft, dass er zurückkommt und sich jetzt hier so richtig freischießt. Aber warum hat man denn den Vertrag nicht verlängert? Das ist mir also völlig unbegreiflich. Und das ist das, was ich eben meinte, dass in den Verhandlungen so viele Fehler gemacht werden von der sportlichen Leitung. Und das unterstreicht ja auch immer wieder das, was wir beim letzten Mal gesagt haben, dass der Christian Keller vielleicht ein sehr, sehr guter Theoretiker ist, Bücher verfasst hat, auch mit dem langfristigen finanziellen Handling von Fußballvereinen bestimmt sich hervorragend auskennt. Aber im Operativen, da geht es um Verhandlungen, da geht es um Vertragsverlängerung, da geht es auch um sowas wie Verhandlungen mit den Slowenen. Und da kommt er aus seiner Haut nicht raus, muss offensichtlich immer am längeren Hebel sitzen. Und sobald die Spieler am längeren Hebel sitzen oder auch Leute wie die Slowenen, dann macht der zu und dann scheitert die Verhandlung. So kann das nicht weitergehen. Ja, ne? Im Nachhinein sieht das tatsächlich die ganze Deal-Causa, die ja dann auch eine Ähnlichkeit hat mit der Potocznik-Nummer. Jetzt plötzlich haben wir irgendwie Maiko Weschenbach, der dann auch nicht mehr spielt, weil er angeblich nicht verlängern will und so. So wiederholt sich das und das macht dann schon den Eindruck, dass das nicht immer alles nur an den Spielern liegen kann. Und nochmal,
wenn ich nicht rechtzeitig verlängere, ganz unabhängig davon, ob ich glaube, dass ein Dietz oder ein Reichenbach oder sowas bei uns die ganz große Rolle spielen. Ich muss den aber ja irgendjemand mal verkaufen können. Das kann ich nicht, wenn die Verträge auslaufen. Und dann habe ich den Leuten einen Hebel an die Hand gegeben, dann sagen die, pass mal auf, ich bin jetzt weg oder später ablösefrei und ich bin überhaupt nicht mehr handlungsfähig. Ja. Ganz bittere Geschichte und tatsächlich einfach ein Fehler, eine Unterlassung und das kann man sich nicht länger angucken. Ja, und das ist vor allen Dingen, das ist ja einfachstes Handwerk. Also wenn die Königsdisziplin vielleicht das Scouting und auch wirklich das Auffinden, Aufschürfen von richtig geilen, talentierten Leuten ist, die auf dem Markt noch nicht so bekannt sind. Soweit sind wir ja noch gar. Wir reden ja wirklich über Vertragsverlängerungen mit eigenen Jugendspielern. Ja. So, also wenn man das noch nicht mal auf die Kette kriegt, wie soll ich denn dann derjenige sein, der richtige Königstransfers tätigt, die über Damian Waldschmidt und sowas hinausgehen? Also sorry, deswegen, die beiden Siege haben daran überhaupt gar nichts geändert. Aber nochmal, also der Trainer, das hat mir imponiert, dass er tatsächlich jetzt über seinen Schatten gesprungen ist und sich offensichtlich da auch gegen die Vorgaben der sportlichen Leitung widersetzt hat. Chapeau, lieber Herr Struber, so kann es weitergehen und ich glaube, dass wir dann auch die Chance haben, uns sportlich weiter zu verbessern. Ja, und so wie wir bei Baumi damals so auch bemängelt haben, dass da keine taktische Varianz drin ist, dass er immer nur bei einem Ding bleibt und sowas, sehen wir jetzt hier, dass hier ganz deutlich Lernprozesse stattfinden und wirklich nach Lösungen gesucht wird. Genauso muss das sein. Das ist super. Und natürlich macht jetzt diese eine Schwalbe, und das ist ja, wenn ich auf die Liga gucke, nur eine Schwalbe, nämlich nur 3 Punkte, das andere war DFB-Pokal, noch keinen Sommer und wir müssen jetzt nachlegen. Noch ist ja überhaupt nichts wirklich zum Besseren entschieden, aber Saison lebt und auch die Fantasie wieder. Ich muss schon sagen, bei mir, die Fantasie lebt auch wieder. Ja, sie ist wieder da. Und jetzt kommen wir zu den Fürthern. Da kommt natürlich auch eine extrem verunsicherte Mannschaft jetzt zu uns. Die haben diesen Schritt übrigens vollzogen. Sie haben Trainer und Sportdirektor gefeuert. Sie haben natürlich katastrophal gespielt, auch jetzt zuletzt 1:5 zu Hause gegen Darmstadt verloren. Okay, haben wir auch 5:1 verloren, aber immerhin auswärts und bei unserer schlechtesten Saisonleistung. Also die Fürther, da fehlt mir im Moment die Fantasie. Und deswegen ist es für uns eine riesige Chance, jetzt noch einen draufzusetzen und dann endgültig den Anschluss nach oben wiederherzustellen. Denn Gott sei Dank schwächeln die ja oben, HSV, Düsseldorf und auch der Rest. Also das sind ja alles keine Mannschaften, die uns jetzt schon enteilt wären. Nee, also da ist Fantasie. Die Saison lebt. Die Saison lebt. Und, das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen, wenn wir gegen Fürth spielen. Ne? Wir grüßen natürlich unsere Fürther Freunde, den Volker Heißmann und den Klaus Kriesch, Entschuldigung, was nuschel ich mir jetzt hier ein, lieber Klaus? Ne? Vielleicht sehen wir uns, kommst du mit dem Fahrrad vorbei. Ne? Zu Fuß ist der aus der Südstadt gekommen. Genau. Ne? Ja. Verrückter Vogel. Dem hatte bei einer der letzten Heimspiele bei uns mal irgendjemand gesagt, er kann aus der Südstadt problemlos zu Fuß bis zum Stadion gehen. Bis zum Bütchen, ne, wo er uns trifft. Genau. Ja. Klaus, der hat so wunde Füße. Ne? Also ihr seht, wir haben schon wieder richtig Freude. Ja. Und zum Thema Freude, wir haben uns auch megamäßig gefreut über diese beiden Siege. Und das ist doch wohl die größte Selbstverständlichkeit überhaupt. Ihr habt das auch auf Bildern gesehen. Und da wurden wir tatsächlich gefragt, wie wir denn plötzlich so umschwenken können. Also eben noch starke Kritik geäußert und jetzt freuen wir uns plötzlich über Siege. Da kann ich nur sagen, hallo Leute, habt ihr sie noch alle? Also diejenigen, die solche Fragen stellen oder die uns dann Opportunismus vorwerfen, weil wir jetzt plötzlich wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Hallo, ganz ehrlich, es kann passieren, was will. Und wenn die größten Arschgeigen in unserem Verein tätig werden, deswegen halte ich doch immer zu meinem Verein. Ist doch logisch. Und wir haben uns mega gefreut und wir haben auch überhaupt kein Problem damit. Weißt du, das ist doch das größte Luxusproblem, das man überhaupt haben kann. Kritik geäußert und dann läuft es plötzlich gut. Ja, ist doch super. Ja. Vielleicht war es genau richtig, dass wir die Kritik geäußert haben. Ja, vielleicht war die auch, also selbst wenn wir komplett falsch lägen und die größten Idioten auf der Welt wären, ja, und jetzt marschieren wir so durch und alle lachen sich später bei uns kaputt. Sind wir die Ersten, die mitlachen? Weil wir sind dann ja aufgestiegen. Ist doch super. Also ich meine, deswegen gehen wir ja zum Fußball, weil wir da Spaß haben wollen und zu unserem Verein halten. Ne?
Also, dass wir immer nur recht hätten, das ist nicht das Thema dabei. Das ja, wobei bei den letzten Mottos hatten wir jetzt ein paar Mal recht. Ja, wir haben schon auch viel mit recht. Viel, sehr viel. Auch das Ende des Tunnels genau vorhergesagt. Ja. Und wir sind rausgefahren. Ja, ne? Ja, weiß ich nicht, aber das Licht kann man sehen. Ne? Ja, also rausgefahren. Nee, das Licht sah man ja schon. Nee, ich habe da noch kein Licht gesehen beim letzten Mal. Ende des Tunnels, da war düster noch. Für mich war das düster. Irgendeiner schrieb, das sind nur die Schächte im Tunnel, also die Luftschächte. Fand ich sehr lustig. Ja. Irgendeiner schrieb auch, das ist der D-Zug, der entgegenkommt. Ne? Genau. Und wenn man aufsteigen will, muss man natürlich auch jemanden haben, der runterkommt, also entgegenkommt. Also gar kein Thema. Ne? Naja, viel Spaß hatten ja offensichtlich auch die 20.000 Fans, die mit nach Berlin gefahren sind. Ja. Wir saßen im Gaffel am Dom. Es war natürlich auch lustig, aber klar, das Herz hat geblutet. Also ich wäre so gerne dabei gewesen. Und auch was da pyrotechnisch abgegangen ist auf beiden Seiten, also das war ja sensationell. Ja. Und die Berliner, ist ja auch noch passiert, die kommen jetzt auch noch im DFB-Pokal zu uns. Ne? Ja, da waren wir nicht einer Meinung. Ne? Das finde ich maximal langweilig. 3-mal in der Saison gegen die. Ich finde die sowieso nicht so spannend, ehrlicherweise, die Hertha. Nee. Ja, aber es ist ein Zweitligist, es ist ein Heimspiel und wir haben eine Riesenchance, ins Viertelfinale einzuziehen. Hallo, Viertelfinale DFB-Pokal. Selbstverständlich. Stell dir mal vor, wir schaffen das. Dann sind wir schon so gut wie Pokalsieger. Ja. Ich hätte mir gegen den Erstligisten Hoffenheim, die im Moment überhaupt nicht wissen, wo ihre Schuhe stehen, gegen den hätte ich mir noch größere Chancen ausgerechnet sogar. Ja. Das hätte ich gern gesehen. Ne? Aber Gott, ne, jetzt müssen wir eben 3-mal in der Saison gegen Berlin spielen und am Ende dann noch einmal in Berlin. Ja. Nicht so schlimm. Also als FC-Fan im Moment, es klappt einfach alles. Jeden Tag passiert irgendwas Positives. Sehen wir gerne mal davon ab, dass die Flachpfeife von Trump die Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Ja. Da gehen wir jetzt mal drüber hinweg und freuen uns auf den kommenden Samstag im Müngersdorfer Stadion. Und da sehen wir uns alle wieder, Leute. Make FC great again. Prösterchen.